Robin, Joel? was misst du, wenn du mit deinen Eltern an der Stufe sitzt und die guckst zusammen Fernsehen und da könnt wer aus dem Nächsten auf einmal eine Sexszene im Fernsehen? Alle so fein können fortlaufen. Nee, das wäre mir carrément immens desagréabel. Aber dir? Das hängt wahrscheinlich davon auf, was für eine Zucht von Sexszene das. Vielleicht gebe ich halt einfach probieren weiter zu gucken und mal nicht ummerken zu lassen. Aber das aber etwas, was den irgendwie peinlich berührt, so Sachen mit den Eltern zu gucken. Gerade auch, weil die dann oft von erkannt wer so eine Reaktion hatte von du darfst das nicht gucken oder guck wäsch oder engem dann so gehalten. Ich meine, das bei mir zwar nicht geschieht, aber da ist ja so den Kanal gewechselt und so. Ja, da dem bisschen so eine komisch schamhafte Reaktion angeimpft gut. Das Heu aus Maybe Sex. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Moin und willkommen bei einer neuen Episode von Maybe Sex. Und wir schwätzen heute über ein Thema, was ich da ein bisschen awkward kann sein. Vielleicht nicht für jeden, aber wie du schon hören in der Intro, also für mich und den Robin aber schon ein Thema, was ich da mit mehr komischen Gefühlen habe. Es geht nämlich um Thema Eltern und am weitesten Sinn und natürlich mich speziell um Eltern und Sexualität. Robin, wieso gibst du dann alles aufhängen, wenn eine Sexszene im Fernsehen kommen und den Eltern gucken mit dir gerade Fernsehen? Also erstens will ich sowieso alle so fänken, als ihr so eine Sex sehen könnt, weil, keine Ahnung, Leute, die ich nicht kennen, bei dem Sex zu gesehen, ist man von dem mega unangenehm. Das hört wahrscheinlich ganz viel mit meiner Asexualität und Demisexualität zu tun, aber irgt mich und es ist so, no, don't want to see it. Auch mit meinen Eltern dann am Spezifischen. Für allem meine Mom ist immer, hier ist es unangenehm und sie überspielt das dann aber, an dem sie mega dumm und kannerisch Remarque gemischt. Ah ja, okay. Und das mischt das ganz dafür mich noch mehr unangenehm, weil die sind dann noch immer ultra ob sie oder ob uns bezogen. Das heißt, das ist dann nicht so ein Remarque so in the void, mir das dann immer ob irgendwen am Raum bezogen. Und hat mich dann auch mehr uncomfortable. Und ich habe wirklich keine mehr abgehalten, Filme mit meinen Eltern zu gucken, die ich nicht kenne. Wie ich letztes Jahr in Lützeburg war, habe ich mit meiner kleinen Schwester, ich meine, im Ufer, die ich Hobbite geguckt an The New Lord of the Rings. Und meine Eltern sagten immer, oh ja, wir wollen nicht mitgucken. Im Endeffekt sitzen dann einfach dumm, da ist Filme zu gucken. Und das ist okay, weil ich die Filme kenne und ich weiß, dass keine Sexszenen drin sind. Aber ich gucke aber mittlerweile keine Filme mit meinen Eltern, die ich nicht am Voraus geguckt oder gescreent habe, ob Sexszenen drin sind, weil ihm einfach so unangenehm ist, wenn es meiner Mom ihre blöde Kommentare. Wie ist das bei der? Also, meine Mom möchte keine Remarken über dem Legolas sein Hühner. Oh, mein Mom möchte. Das ist ein bisschen, wie ich gesagt habe, das ist einfach awkward. Und das geschieht aber auch nicht so oft, wenn man nicht immens oft Filme oder Serien gemeinsam gucken. Und oft gucken meine Eltern Sachen, die sie schon gesehen haben. Also sind sie vielleicht die Sache schon aufsichern oder dann gezielte Programmwürstlichen oder ein Fußfänker mit Schwätzen über irgendein anderes Thema. So, dass ich dann aufgelenkt sind von dem, was im Fernsehen lebt. Also das ist natürlich auch eine Taktik. Für mich hängt es ein bisschen von der Art von Sexszenen auf, weil es gibt so die so nochmal klassisch nicht Sexszenen, die eine Sexszene soll sein, wo dann irgendwie Leute so ganz kurz zu gesehen sind und dann ist schon ein harter Cut auf den nächsten Tag. Das fand ich nicht so schlimm. Aber ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Szenen gibt, die ich immens unangenehm fanden. Ja, ich meine, bei mir ist es immer der Faktor, den du dabei spielst, dass ich jemals Romance repulsed bin, also ich bin auch romantisch, auch Romance repulsed. Das heißt, gerade auf Filmen, Sexszenen sind oft ultra romantisch und einfach kitschig und da sind ich auch schon so,
Und dann auch noch Primleute beim Sex. Und ich fand auch die Szenen, wo Dinger Fantasie über los ist, was sie gemacht haben. Das kann ich noch irgendwie handeln, so. Immerhin, dass du dann immer den Romance und nicht noch den Fremder beim Sex. Das kann ganz tasteful gemacht sein. Ich fand noch das Sex-Szene sich mega tasteful gemacht können sehen. Also auch, was sie mir explizit sehen. Mehr ich ging da rasch. Ich fand, also zumindest meine Mom kriegt sogar bei den ugedeutet mir verlosen Dinger Fantasie was genau geschieht aus Sachsen hier für Kommentare zu machen und dann muss ich zu denen Gefühler die ich dann zu managen wo so Romance und Fremder beim Sex zu denen ich keine Relation habe muss ich schon nur noch hier Kommentare handhaben und das nicht unbedingt die ultra krass emotional Arbeit mit das aber viel emotional Arbeit dafür das dann von just weil sie Film gucken ich glaube da das mehr also dass sie überhaupt bisschen so Älteren an Sexualität als ein Thema war oft awkward kann sein das ist bei mir auch so an der Tür am Anfang schon bei der Abklärung angefangen Robin was du von den Eltern abgeklärt gehen oder hast du dich da so ob der Stroß geschieht oder an der Schule hast du keinen awkward Moment mit den Eltern also so bisschen von allem den Dingen ist dass meine Mom hat Abklärung nie erwähnt und überraschenderweise also heute ist da finde ich mit meinem Pap eine bessere Relation wenn dem Thema Sex geht weil wir einfach eine ähnliche Ausstellung zum Thema Sexualität haben und wie ein Platz das im Leben haben auf wie wir damit umgehen das heißt mit dem habe ich mittlerweile eine relativ gute Relation also hier mischt sich auch zum Beispiel nie an meine Sachen an mir seht man Hans so etwas so weißt du so alla passt gut auf Job und das. Mir wie ich gekannt war ihm Thema Sexualität ultra unangenehm. Also mit uns, nicht mit anderen Leuten. Mir mit uns singen kann und ich meine, das hängt doch daran, dass mein Papa immer immens drauf aufgepasst hat, dass sie ihm nicht in der Stelle könnt, wenn es zu uns könnt. Also weil hier hat halt 2 kleine Mädchen und hier ist an die 50er, 60er groß gehen. Und ich meine, hier hat immer wahnsinnig Angst, dass ich in den Danke kennt, dass hier ein selbst du kennt und als gif zu no sehen oder so und ich weiß, dass hier mal Demos ich meine schon am 3. oder 4. Schuljahr hier kommt bei mich und ich hört mal ein Buch an den Grab gedreht ein Lützebauer Buch war dann von so ein Aufklärungsbuch so ziemlich süß ultra hetero aber nur normativ es war aber ziemlich süß und ich kann mich noch genau an sein Gesichtsausdruck erinnern hier hört war den nicht oft aus dem Gesicht gesagt hier hört ein bisschen ashamed ausgesehen und ihn hört mich ganz andringlich angeguckt und hier war so, du liest das, ne? Und es war mir so unangenehm. Es war mir so unangenehm. Und ich weiß auch, dass du nur am 6. Schuljahr kriegte man ein Zierdel mit ihm. Ja, wir schwätzen mit den Kindern über Abklärung, so Information aux Parents. Ich habe den Zierdel nicht mehr für meine Eltern verstopft und hinten nie gehen. Ich habe den Zierdel an 100.000 mini kleinen Fotzen zerrappt, weil ich so Angst hatte, dass wenn ich ihn fortpuchen, dass danach ihnen gefunden. Und also es sind auch immer rausgefunden, für was dass ich als Kind so eine starke Angst und Schimpf Sexualität hat. Ich meine, da kommen ein paar Faktoren ran, auch noch viel Trauma. Aber daran kann ich mich noch ganz genau erinnern. Und schlafen immer rum, wenn ich daran zurückdenke, wenn ich gucke, was du heute des Tages aus Maginas an der Hinsicht. Und dann ja, viel Stroß, wie du jetzt so ist, gebe ich mal so. Also ich mit meinen Eltern schon immer eine komplizierte Relation mit meinen Eltern gehabt. Und ich fand nie wirklich Angst mit ihnen. Und schon mal so, okay, ich verstoppe alles und führe meinen Eltern. Und das heißt, ich schon mit meiner Freundin geschwärzt und ich schon als Kind von den 2000er mega viel Internet also gelehrt und gelesen. Mich schon nie meine Eltern im Rot gefroht, wenn es um Sexualität gegangen ist. Oder auch um Relationen. Fand mir immer mega unangenehm, weil meine Eltern sich konnten danken, dass ich an irgendwie verguckt werde und ich dann interessiert werde. Also ich habe immer alles mega verstoppt. Aber bei dir, Joel? Ja, das ist bei mir am Anfang relativ ähnlich gewesen. Also bei der Abklärung wäre es so, dass meine Mama eigentlich für die 3. Kehr schwanger wäre mit meiner Schwester und meine Tante mir dann ein Buch geschenkt hat und das hat irgendwie geheißt, woher die kleinen Kinder kommen oder irgendwie selbst. Und nicht so, ich weiß das aus dem Bauch von der Mama. So, ja, mega logisch, was geht da mehr zu wissen. Auf jeden Fall, das Buch, mit dem Sinne stand und trotzdem abgeklärt ging, das war auch, wie denkt, ich habe da im Nachhinein geguckt, immens hetero an Mono, an auch einfach nicht immens gut. Und das Problem mit dem Buch wäre, dass es keine Durchstellung gab, wie Sex da richtig ausgesehen. Also,
wäre halt so 3 Kanner, die so Hauptprotagonistinnen wären, die da dann mit dem Leser, der Leserin geleiert haben, all die Sachen, die lehrt bei der Aufklärung. Und die haben sich dann halt vorgestellt, wie Herr ältere Sex und wie das Kind ausgesehen. Aber es gab einfach kein Bild, also keine Zeichnung, wie das richtig gewesen ist. Wegen Mama hat das ziemlich fertig gemacht. Also ich hatte eine lange Zeit eine relativ komische Vorstellung, was beim Sex genau passieren. Weil ich einfach so die mechanische Sachen dann nicht so ganz verstanden hat und nicht kein Bild geoft davon. Also das wäre auch ein Argument für den Kanner ordentlich abzuklären, dafür lieber die Sachen zu schwätzen und halt auch zu weisen, also Zeichnungen oder Diagramme oder was auch immer, was da wirklich passiert, weil wenn den kann das und kann den sich das nicht wirklich vorstellen, dann hat er nur ganz komische Vorstellungen. Ja, mir halt aber ab, weil ich habe Zeichnungen in meinem Buch. Und das hat mir nicht unbedingt bei komischen Vorstellungen geholfen, weil es war so eine Geschichte von einem Mädchen und einem Jungen, die sind immer groß gesehen, also die sind in der Nachbarschaft bald geboren, wie sich kann, seit sie Baby sehen und das ist sie groß gehen, da sind am Anfang so alle hier Firsts man nicht gehabt. Und wie gesagt, ultra heteronormativ und mononormativ, so, mit war am Anfang so eine süße Geschichte und wie sie Teenagers waren, sind sie dann noch zusammengekommen, also sie hatten dann noch hier echt keinen Sex an einem Park. Weil kein das hier dürft wusste, das ist so, oh, das himmlisch. Also, es war auch kein immens gut Buch. Ich weiß nicht, ob ich mal irgendwo bei meinen Eltern daheim habe. Ich muss dann einfach gucken. Es war auch kein immens gut Buch, aber sie hatten halt Sex am Park, also sie hatten halt, weißt du, die Position, wusste so am Anfang, ob er um Schoß sitzt. Und das ist so ganz, ganz live halt. So hat am Anfang so, okay, das ist eine mega süße Position, weißt du, so, du kannst da nur sehen, an am Park, möchte doch irgendwie Sinn. Aber es war aber auch für mich so komisch, das ist so, das ist nicht unbedingt die erste Position und die Leute denken, was ich Sex denke, gerade von denen, vielleicht kann das. Und ich hatte aber dann auch noch immer, so ich meine, waren noch Zeichnungen dran von den mechanischen Dealer so, aber das war halt für mich so ganz lang, das einzige Bild, was ich hatte, wo Leute die Sex sind, so ein weißen Max mit braunen Haaren und ein weißes Jockling mit blonden Haaren, die plagisch am Park an den Büchern sitzen do, und sich ganz viele gerne holen. Und neben drei Leuten dann irgendwie noch einen benutzten Kondom oder so. Also das Bild hört mich nie mehr los. Also dafür, wenn die Ältere geht, passt auf, was für Bücher der Erikaner schenkt, und noch von der Tata oder Moni oder sonst irgendwie Geschwister kann er kriegen und die will denen den Aufklärungsbuch schenken. Lest es vielleicht selber einker, ihr dort schenkt. Das ist vielleicht eine gute Idee oder los dich beraten. Ich meine, mittlerweile gibt es auch schon viel besser Literatur wie zu unserer Zeit. Ja, gerade zu deiner Zeit, das ist bei dir ja ein Kehr. Ja, ein bisschen wie lange, ja. Also neben der Abklärung, die Eltern vielleicht so formell machen oder nicht formell machen, oder Bücher, die an die Hand gedreht kriegt und dann den Sachen, die in so an der Schule oder auf der Straße gezählt wird, gibt es ja auch andere Möglichkeiten für Mathe zu kriegen, dass es etwas wie Sex gibt. Und da das zum Beispiel, wenn ihr seine Eltern beim Sex erwischt oder beim Sex hört, als dir das hier geschieht. Nee, das ist mir nie geschieht. Mich hat aber irgendwann, also wie ich bis zum Jahr war, so 14, 15, hat meine Mama aber angefangen, Sachen aus ihrem Sexleben zu erzählen, was ich schon nicht unbedingt gebraucht hat. Als dir das hier geschieht? Also ich habe meine Eltern tatsächlich hören, mengenisch. Ich bin mir nicht sicher, ich bin nicht nur gucken gegangen. Nee, das soll noch geklungen. Was mich ein bisschen irritiert hat, so. Das ist von allem irritierend, von denen gerade am Gang ist, zu masturbieren. Und dann her den zu gereichen. Ja, das sind Sachen, die passieren. Irritierend oder verstörend? Ich gebe so ein irritierend, verstörend fand ich ein bisschen Base. Also so, vielleicht am Anfang, ja. Und irgendwann denkt ich so, ja, aber die Eltern sind noch Menschen und will noch Sex haben. Und good for them, I guess. Das ist so ein... Wir haben aber nie über so Sachen geschwärzt. Also meine Eltern haben mir eigentlich nicht oft oder nie von ihrem Sexleben gezählt. Du siehst so, du hast es nicht gebraucht. Ich weiß nicht, ob ich das hat Kinder brauchen. Also wie ich da reagiert habe. Meine Eltern wären da echt zurückhaltend. Und so wäre ich dann auch wie von ihnen. Das ist schon ihnen auch am Anfang nie gezählt, mit wem ich Sex hatte oder wie ich Sex hatte. Und
was dabei so geschieht oder so. Also war doch nicht nicht schwer, weil es kein irgendwie Akzidente oder so Sachen gab, wo ich müssen drüber schwätzen, da wo ich müssen so hey, das leider geschieht, könnt ihr mich an die Klinik fahren oder könnt ihr die Person an die Klinik fahren oder so, da das zum Glück nicht geschieht. So, dass dann halt auch die Notwendigkeit für darüber zu schwätzen nicht da wäre. Ich frage mich einfach, ob es Möglichkeiten gibt für halt als Eltern und als Kinder weh zu finden, wie gesund darüber schwätzen kann. Also ich bin nicht der Meinung, dass Schiedfrieden das muss, und ich bin nicht der Meinung, dass Schiedfrieden mit seinen Eltern über Sex schwätzen muss. Also Schiedfrieden muss auch nicht mal Schiedfrieden über Sex schwätzen die ganze Zeit. Aber es kann ja aber auch sinnvoll sein. Und kann ja auch sinnvoll sein, seine Kinder sehr einmal auf den Weg zu gehen. Und kann ja auch sinnvoll sein, eine Person zu haben, die kann im Rot frohen bei verschiedenen Sachen. Also sie wird nicht mehr, dass eine Person ein Kondom bieten kann, ohne vor Schum zu sterben. Aber ich weiß nicht, wie ich das gemäht hat als Teenager oder auch noch als junger Erwachsener. Und ich weiß auch nicht, wie ich das als Eltern machen, für meine Kinder das so beizubringen oder ihnen zu verstehen, dass das super okay ist, also Sachen zu freuen. Hast du Ideen? Ich meine, was mir da so durch den Kopf geht, dass hier in allem für was, dass du gut für Leute, die offen mit Sex sind, das Thema Altern und Sexualität so ein großes Thema ist. Weil, wie gesagt, also ich bin da auch relativ ratlos, wenn es mich geht, weil ich bin offen mit dem Thema, also schimmt an Thema Sex ist wirklich eine immense Rarität für mich. Aber mit meinen Eltern, also einfach komplette Kontra. Und ich weiß, dass es viele Leute so geht. Also ich kenne viele Leute, die man offen am Thema sehen. Man sieht war rangem, außer mit ihren Eltern. Und ich kann nicht genau mich drauf festlegen, wie wird das dazu aus. Und ich meine, dafür habe ich auch nicht wirklich eine gute Idee, wie ihr nicht als Eltern die Kind besser machen. Da gibt da eine ganz gute Rubrik, die Kali produziert hat, wo Kali am Anfang darüber schwätzt, wie jemand Kinder über Sex schwätzen kann und wie ihn das nur dem Stand von der Wissenschaft am besten machen kann. Aber ich fand es wahnsinnig interessant, wie komplex die ältere Kind-Relation ist, wenn es um dem Thema Sex geht. Ja, also das tut ja auch, da man zu denen, wie über Geschlecht auch vielleicht geschwätzt gehen, sondern über Geschlechterrollen. Da gibt es auch eine Rubrik. Also es gibt eine Rubrik, ein gut froh. Wie wird soll ich mit Kanner über Gender und sexuelle Identität schwätzen? Und eigentlich ist es nicht normal, mit Kanner über Sex zu schwätzen. Die könnt ihr euch dann lauschen und da wisst ihr hoffentlich besser Bescheid wie mir. Ich meine, was ganz wichtig ist, was für allem wichtig gewesen bei meinen Eltern, dass sie auch kein Schimpf empfangen im Thema Sex. Weil ich meine, ganz viel für allem, wie meine Mom sich im Thema behält, als Überkompensation für von ihren eigenen Problemen, Gefühle im Thema aufzulenken. Und hat die Scham am Anfang damals auf mich überdroht. Und ich meine, das ist am Anfang das Beste, was den kann machen, für das Thema so schambefreit wie möglich zu machen. Für das es halt kein großes Thema ist, wenn ihr mit 16 bei seinen Eltern geht, dass ihr sagt, hey, fuck, sorry, ich wollte gerade Sex haben, ich habe kein Kondom mehr. Hast du da vielleicht? Weil das wäre ja am Anfang ein Ideal, so von einer, also zumindest eine ältere Kantbeziehung, wenn ich Kinder hat, dann wäre ich froh, wenn mein Kinder so eine Relation mit mir hatte, wo sie sich safe genug fühlen, für mich da zu freuen. Und ich meine, das ist etwas, was wichtig ist, dass ihnen einfach die Sicherheit ermöglicht und dass die Aufwesenheit von Jugement, weil ich schon noch, wie gesagt, bei meinen Eltern, die für was ich halt nicht mit ihnen über Sex schwätzen, also auch, weil ich mich jemand jugiert fühle. Also gerade von meiner Mom, die nicht Monogamie mit Whoring around gleichsetzt, habe ich mal ein paar Mal ganz alle Sachen müssen unhören und ich schwätze einfach mit Matthias darüber. Und da so nicht auch sonst nicht mehr von Partnerpersonen, weil sonst nicht mehr dumme Kommentare kommen. Und ich meine, dass da so die Aufwesenheit für Jugement und für Sicherheit kreieren im Thema ultra wichtig ist. Und seine eigene Scham, da man die kommen, wird natürlich auch mehr Licht gesucht wie gedauert ist. Gerade weil wir auch alle gut mit Älteren abgewusst sind, die 20. Jahrhundert geboren sind und die auch an einer wahnsinnig schambehafteter Gesellschaft abgewusst sind, wenn es um die Themen geht. Also, meine Mom wusste doch einfach nicht besser. Sie hat das nicht gemacht, weil sie irgendwie böse Intentionen hat. So, meine Mom hat viele Fehler, aber ich meine nicht, dass sie irgendwann davon hat, weil sie wirklich Basis will. So, sie will das Beste für mich und sie hat damit hast du wahnsinnig drollische Methoden und wahnsinnig fragwürdig Verhalten. Ich weiß aber, dass das hier Art und Weise ist, weil sie meint, mir zu helfen und mir am besten zu helfen.
Wann ich dich richtig verstanden und dann lauschten den Eltern oder man den Mam den Podcast auch nicht, weil sonst wissen sie die Sache ja. Nee. Ich bin mir aber nicht sicher. Meine Mom dealt auf jeden Fall immer ganz brav als Sachen auf Facebook. Ganz froh. Oh. Weil ich super fand. Wir haben aber besonders Seelen über den Inhalt geschwärzt. An eine Zeit lang war da doch an der Familie so der Podcast. Und nicht der Sex-Podcast oder Maybe Sex. Das hat sich noch ein bisschen geändert. Vielleicht auch, weil ich dann einfach den Namen so und nicht so der Podcast. Eine Zeit lang war das einfach der Podcast. Menge andere lauschen der Podcast nicht. Das kann da auch immer zusammenhängen, dass sie recht relativ rezent wissen, dass ich für den Podcast schaffe, weil ich mich recht diese Sommer bei meinen älteren Auto als Robin, basically. Und ich das halt auch so hinein einfach nicht gesucht habe, weil es war okay, ich bin nicht bereit für mich zu outen. Und wenn ich ihnen so, dass ich den Sex-Podcast schaffe, da könnten sie halt eventuell aus 4 Wölz ausstrahlen, zumindest meinem Pop gebe ich das zutrauen, dass sie daran interessiert wird. Und da wissen sie, dass ich den Podcast nicht mit meinem legalen Nummer, nachdem sie mich konnten, machen. Und ich schon nicht hinterher irgendwann andere Zahndenker so beiläufig erwähnt. Das sind dann noch die Sachen, wo ich so sind, so, ja, ich meine, das heißt seit 2 Jahren und schon das 2 Jahre lang für nicht geheim gehalten. Ich erwähne das einfach beiläufig so ein Kehr und hoffe dann, dass ich froh könnt. Und meine Mom war nicht amused, weil sie sich denkt, dass ich mich sowieso viel zu viel mit dem Thema Sex befassen, ihrer Meinung nach. Sie hat ein bisschen pikiert reagiert. Und mein Pop war einfach so, ah ja, cool. Ich meine nicht, dass sie sich die muss gelauscht hat. Die stößt auch ziemlich lang gewährt am Outing. Und ich will richtig da raushören. Ja, 4 Jahre. Okay, bei mir werden noch ein bisschen wie lang. Aber wie wäre das für dich dann noch so eine längere Zeit zu outen? Und wenn ich dich richtig verstanden und hast du nicht just ein Outing? Also ein Ding, das mit Outings ist, und mit denen Sachen ist immer, je mehr längst du warst, desto mehr schwer geht es. Also ich hatte am Anfang 2 Outings bei meinen Eltern. Den ersten war einfach so, hey, ich bin nicht mehr into men. Den hatte ich 16, 17 war. Das hat meine Relation mit meinen Eltern ziemlich verändert. An der Hinsicht, dass ich am Anfang mega Schiss hatte, für mich mit meinem Pop zu outen. Weil ich mit meinem Pop lange Zeit eine relativ distanzierte Beziehung hat. Und mit meiner Mama viel mehr eng. Und meine Mama immer die war, die als immer kann, war so, ja, hey, wenn dein Kehr lesbisch seht, das ist gut kein Problem, so, wir sind häufig und das ist komplett normal. Und wie ich mich dann geoutet habe, ich mich mit meinem Pop geoutet, weil so für mich so der Big Deal ist, ist es nicht mit dem ersten Gang, für das ich auch nicht daheim war, für das ich fortkam, so, den Worst Case. Und ich dachte so, ja, ich bin eine Freundin. Und er hat mich schon gegrinst und er war so, denkst du, ich wusste das nicht. Und da hat mir geschielt. Und das war von mega enttäuschend. So, ich war richtig enttäuscht. Ich möchte das so der Big Moment, weil ich wusste schon jahrelang, dass ich queer wäre. Mit war nie so wirklich Gelegenheit für zu suchen. Und ich hatte auch nie den Besuch, weil, wie gesagt, ich habe keine Angriffe mit meinen Eltern. Und ich war so, das ist relevant für ich. Für den Moment nicht wirklich ein Platz in meinem Leben. Für was soll ich das suchen? Und bei meiner Mom habe ich das so mega informal einfach in der Küche gemacht, weißt du, so. Und für sie war das dann ein großes Problem. An dem Sinn so, ja, du musst das aber nicht meiner Familie so musst halt aber nicht mal die Familienfeier bringen. Wo ich realisiert habe, so, oh, fuck, so. Also das hat meine Relation zu meinen Eltern immens verändert, an dem Sinn, dass ich seitdem viel mehr eng mit meinem Pop bin, meiner Mom. Und diese Sommer habe ich mich mit meinen Eltern als nicht-binär und inter geoutet, weil ich auch schon lang weiß. Seit 4 Jahren, ich lebe seit 4 Jahren als Robin von Bajit-Verrangem, außer bei meinen Eltern. Und ich hatte am Anfang wirklich mal so, gerade wie ich noch zu Lützeburg gewohnt habe, mal ein Doppelleben aufgebaut. Also ich habe meinen Eltern noch zu so 3 Leute aus meinem Leben, die ich mal zu meinen Eltern mitgebracht habe und die dann noch ganz genau wussten, dass sie mich dann nicht dürfte Robin nennen. Und ich nicht, aber ich schon, also so mit neuen Leuten, ich habe dann von dem Jugend gefangen, weil ich so war, ich kann auch die Laschen nicht, ob ich setzen, dass die schon nicht verschwatzen darf, etc. Und gerade wie ich fortgeplönnert sind, also heute zu Maastricht kann mich schon von wirklich nicht nehmen als Robin. Ich meine, mein Chef hat mir Arbeit und eine Person an der Uni-Administration kann meine legale Nummer, also sind ja schon am Unisystem als Robin gedroht, etc. Und das war halt so der Punkt, dass ich am Anfang auch nicht will, das hat mich mit meinen Eltern zu outen, mir dass mein Papa war ziemlich krank genoss und das war, okay, I'm on a clock now und gib mal Leto, wenn ich mit nicht so.
Und dann hat ich meinen Pop gesagt. Und hier war sie ja, dass man im Inter non-binary war so, hängst du schon mal das nicht gedurcht. Aber wo er mehr drin zu knallen hat, der wichtigste Fall, dass ich mein Umgarner tun und dass ich das seit 4 Jahren mache. Da war er wirklich blessiert. Was ich auch verstehen. I mean, schon hin das 4 Jahre lang geheim gehalten. Ich hatte ihm gesagt, mir ich wollte ihm auch nicht die Last überlegen, für das für meine Mom geheim zu halten, 4 Jahre. Das finde ich doch ihm nie gesagt. Und hin hat mich dann noch gepusht, für dass ich meiner Mom gesagt habe. Und dann habe ich 2-3 Monate später meiner Mom gesagt. Also mein Papa hat relativ gut reagiert. Seine erste Reaktion war nicht ideal. In dem Sinn, dass wir es dann aber relativ sehr adi gesagt haben und ich eine Woche lang nicht im Hören habe. Und das lässt wird immer so, dass auch ich meine nicht, dass ich jemals ja Robin nennen. Und hin hat sich einfach ganz sehr erkriegt. Also seine erste Reaktion war nicht ideal. Mir hat sich ultra sehr erkriegt. Und das ist mittlerweile ultra supportive. Es schickt mir einfach noch immer, hast du randomly Lieder, die Wort Robin am Numm haben. Zum Beispiel, gleich hat mir geschickt, ein Lied, das heißt Bonnie Sweet Robin. Und du hast mich 2 Wochen lang nicht mehr Bonnie Sweet Robin genannt, was einfach ultra süß ist. Und muss ich auch bedanken, mein Papa ist 67. Und also, gerade für einen alle weißen Heterozismann, he's doing great. Hier waren wir mal am Juli auf Pride zu Lützeburg. An Kufa auf Pride Events. So. Und hier war mega begeistert. Und hier noch so größten alle. Und mit meiner Mama sind mich schwierig. Das ist very much a work in progress. Das war relativ viel Mass. Und das wird noch eine lange Zeit dauern, bis wir das gehandelt kriegen. Komm mir so und dann mal so. Also wie gesagt, Outing kann die Chemie nur zu den Alter bringen oder kann bestehende Probleme eine Ranke amplifieren. Aber meiner Mom hat es definitiv schon bestehende Probleme amplifiert, weil doch der Grund war, für was ich mich nicht wollte bei ihr outen. Aber ich bin irgendwie froh, dass ich es gemacht habe, an dem Sinn, dass ich einfach nur nicht muss stoppen, weil ich aber 4 Jahre lang literally ein Doppelleben hatte. Und dadurch einfach wahnsinnig anstrengend ist. Und ich merke noch einfach, dass es immer besser geht, dass ich nicht mehr muss aufpassen. Wisst ihr, wenn meine Eltern dann meine Papers wollten lesen für die Uni, ob die ich gut Noten gekriegt haben, da sind ich über Papers gegangen und dann habe ich alles, weil meine Papers gehen ich auch auf in der Robin. Und habe ich alles neu müssen editen, für meine legale Nummer dran zu stellen. Ich musste 2 Zertifikate aufrufen, mit Robin für mich und mit meinem legalen Nummer für meine Eltern zu weisen. Einfach so Sachen. Weil eine immense mentale Belastung ist. Und da sind ich froh, dass das nicht mehr so ist. Und andererseits hat meine Beziehung mit meiner Mama aber wirklich auch nicht verbessert. Und nicht also auch ein Last auf der Beziehung zwischen meinen Eltern, muss ich noch ganz klar sagen. Weil mein Papa einfach wahnsinnig immer den Trans-Ally war und die Sachen einfach versteht. Schon immer, auch mit meinen binären Transferen. Auch für hier und dadurch mit Non-Binary und Inter. Ihn hat er einfach gecheckt. Und ihn hat es echt ein bisschen verletzend fand, dass ich das mit Robin so lange für ihn geheim gehalten habe. Und meine Mama rafft das halt einfach gut nicht. Und als hast du immens eklig und verletzend darüber. Und das ist dann auch für meinen Pop natürlich nicht einfach, weil hier dann natürlich auch quisch geht. Weil hier seht, what the fuck are you doing, dass du so über dein Kant schwätzt, also mit dem Kant umgehst. Und du sind natürlich auch so, keine Ahnung, schon mega Schiss, dass meine Eltern du wenn es mega Butte kreieren und das hat dann meine Schuld ist. Mich ist einfach, dass es nicht meine Schuld ist. So. Ich meine, ich kann verstehen, weil Leute vielleicht eine Gut-Reaction haben, die nicht so positiv ist, wenn sie merken, okay, du deine Person mir ein paar Jahre lang etwas Wichtiges von hier nicht gezählt. So, das verstehe ich, weil ich meine, dass das kein, den das super flott findet, wenn man so Sachen rausfindet. Aber das halt immer den Umgang, den ich dann nur da finde, den die wichtig ist. Also, das lohnt nicht alle, echt Reaktionen immer super kann sein, dass Mensch ist leider einfach so, weil die überrascht sind, weil Leute vielleicht nicht direkt wissen, was sie wollen sagen. Und noch hier Emotionen dann nicht so sortiert tun, gebe ich mal so. Aber das soll natürlich kein Grund sein, für sich nicht mehr zu gehen. Ja, und ich meine, also mein Papa und ich seine Gut-Reaction ultra verziehen. Ich verstehe nicht mega, ich bin im Grunde nicht based dafür. Es war Demos, es hat so 1-2 Wochen gedauert, bis wir dann darüber geschwärzt haben. Das waren keine einfachen Wochen, aber dennoch waren das aber gut. Und ich verstehe mega viel, was dir so reagiert hat. Und hier geht es sich ultra mehr. Und ich meine, das ist auch so für mich ein wichtiger Faktor, dass ich mit meinem Papa immer bemerke, dass es sich mehr geht. Und natürlich schon doch hier noch zu lernen, weil egal wie cool hier ist für einen Mann singen Malte, hier ist aber ein Mann, den sämtliche Privilegien auf dieser Welt hört, auch noch ziemlich alles. Und mir so hier geht es sich mega mehr. Und natürlich bei meiner Mom halt nicht. Und das ist schwierig. So, Hans du geht es sich mehr, Hans du nicht.
und wir sehen nie, was könnt. Und da ist halt ultra schwierig. Ja, das glaube ich nicht. Das kann ich gut verstehen. Wie waren deine Outings bei deinen Eltern dann? Oder dein Outing? Ja, ich hatte es und ganz lang gedauert. Also ich hatte oft, das war so auf der Zunge so, ich muss das so, und du hast den richtigen Moment. Und dann wirst du den Thema oder das geschieht irgendetwas oder irgendein verlässt den Raum, also irgendeinem Grund, wirst du, okay, dann du aber nicht. Vielleicht aber lieber ein anderer, okay, ja. Das ist schon komisch, von denen das schon oft so kurz für drauf wäre. An irgendwann wäre dann einfach ein Moment kommen, wo ich muss das so und das einfach, es geht nicht mehr an, ich will das nicht so. Und das wäre dann witzigerweise auch so mit, okay, ist schon eine Beziehung mit einer Person, wo es klar ist, dass ich nicht hetero bin, wenn ich die Person vorstelle. Und das wäre also quasi den Abhänger für zu so ein Hai. Das ist mein Outing. Und es wäre aber auch ein bisschen enttäuschend, im Sinne von, dass das immens seriös wäre. Und ich meine, meine Eltern wären ein bisschen so peinlich bereit, weil ich so, ja, das überrascht dich vielleicht dann, das ist vielleicht so komisch, das zu so und so. Und sie wären dann so, ja, du musst aber keine Angst dafür tun, das ist voll okay. Dann bringst du die Person einfach mit. Und ich werde dann so, ja, mir danach froh, oder will dann eigentlich nichts wissen. Und so, für den Moment nicht, nee, merci, okay, kein wissen Thema. Also, es wäre am Anfang okay, so ein größter Moment, wie ich gedacht hätte, das wäre mir das auch okay. Also, das ist auch nicht, vielleicht auch ganz gut, wenn das einfach ganz unabgeregt und just eine Information ist, die in Mod geht und die vielleicht wichtig wäre zu sagen, aber wo ihr noch nicht irgendwie einen großen Opfern muss betreiben oder das irgendwie muss zelebrieren. Also es gibt ja oft so Videos, wo dann Leute sich schon ihren älteren Autos und die Älteren mega gut reagieren und mega emotional sind und schon dann immer Tränen an den, wenn ich das gucken. Es muss nicht all Outing so sein, also Schiedfrieden hat andere Reaktionen und ich fand das doch am Anfang auch okay, wenn die erste Reaktion noch nicht super überwältigend ist oder super emotional ist oder vielleicht sogar echt negativ ist oder erosen ist, wieso ein sehr lang nicht gesund gut, sind alles Sachen, die ich verstehen kann, dass halt das, was nur im Outing könnt, was ich mehr wichtig fand, dass den du dann eben eine Unterstützung kriegst, ob längerfristig und halt nicht just an dem engen Moment. Wie ist das dann so mit, aus deinen Eltern die Unterstützung dann auch längerfristig bei dir kommen, so mit Queerness? Ich habe schon Gefühl, also schon auf jeden Fall nicht Gefühl, dass sie das nicht geben unterstützen, aber wir wären nicht zusammen auf ein Pride oder so. Aber das hört sich auch bis so einfach nicht ergehen. Aber sie werden aber auch ganz zuvorkommend, was so mein Partner angeht, an den anzulöden oder dass ich gesagt habe, ich silo Christian nicht bei ihr, aber bei meinem Partner, als seinen Eltern. Das wäre immer alles super okay und super cool und gut kein Problem für sie. Das muss ich ihnen heisch urechnen und das hat sich auch gut angefühlt, wir können so offen zu sein, dafür einfach können zu sagen, hey, ich würde hier gerne anders, das okay, dann könnt ihr eine Politik mit mir bei euch und da könnt ihr euch kennenlernen und so weiter. Und da wären sie super und ich hätte nicht gefühlt, dass sie ähnlich gewesen wären, wie man zum Beispiel den PartnerInnen von meinen Geschwister, die dann halt an heterosexuelle Beziehungen sind. Also du hast immer das Gefühl gehabt, dass das ganz gut abgeholt ging aus. Wie wäre das bei dir mit so Beziehungen? Du hast auch schon gesagt, dass du öfters Leute mit bei den Eltern geholt hast. Das heißt, den Eltern sind auch nicht irgendwie die base schwer Eltern vis-à-vis von den Partnerinnen gewischt. Ich meine so, dass ich nicht oft Leute bei meinen Eltern mitgeholt habe, weil ich halt keinem das wollte und den Druck von, oh, du darfst dich schon nicht verschwatzen. Auch noch, weil ich dann von meinen Eltern nicht wirklich, keine Ahnung, schon geht es nicht unbedingt abs gerade weil viel von meinen zwischenmenschlichen Beziehungen bewegen sich ganz stark an dem Fall zwischen platonisch und nicht platonisch und schon noch einfach keine Lust auf den Frauen, die ich auch nicht beantworten kann. Mir die Leute, die ich mitgeholt habe, mein Pop war nie ein Problem. Meine Mom hat meine Partnerperson von 4 Jahren. Also, meine Mom nennt die Person, obwohl sie nicht binär ist, meine Freundin. Und die Person ist auch okay damit. Und ruht einfach mit nach und sagt, das ist okay. Und da ist meine Mom schon wirklich fein mit ihm, auch weil der Mensch einfach wahnsinnig süß ist und ein wahnsinnig lieber Mensch ist. Und ich sehe auch, dass meine Mom sich secretly wünscht, dass ich einen Freund hat und an die Heterosport fahren gibt. Also sie schwätzt auch noch immer von meinen Ex-Freunden, obwohl mein letzter Ex-Freund 6 Jahre hier ist. Und meine 2 Ex-Freunde
waren wirklich nicht unbedingt Typen, mit denen sie dein Kant zusammenhalten, weil die Beziehungen einfach nicht gut waren und nicht gesund waren. Und da das natürlich doch schwierig, gerade weil meine Mama auch viel nicht weiß, was zwischen uns vorgefallen ist und was die Männer mit mir gemacht haben. Aber das ist natürlich auch schwierig, weil sie als Asian Tate von ihnen schwätzt. Also sie hat besonders nicht gemacht, weil einfach meine Partnerperson dabei war. Und ich habe ihnen rezent für die Kehr am Anfang wirklich eine zweite Partnerperson vorgestellt. Der Mensch lebt hier in Holland und ich habe meinen Eltern halt, nachdem ich mich geoutet habe, habe ich ihnen noch gesagt, hey, da, du gehst nach einer Person und die kannst du kennenlernen, wann der wollt, weil ich wollte auch der Person nicht undauern, dass sie sich nicht der verschwätzen, weil ich meine, sie kennt meine legale Nummer, aber wenn ich sie gefroren, hat sie wahrscheinlich vergessen, weil ich einfach überall als Robin in der Weh bin. Und da waren meine Eltern auch mega fein, das war die erste, dass ich meine Eltern, seitdem ich mit meiner Partnerperson für 4 Jahre zusammen sind, auch eine andere Person vorgestellt habe, auch weil er dann für die erste ist, dass ich eine wirklich seriöse Partnerschaft nach hun an meine Eltern waren mega live und gerade mein Pop mega cool und meine Mom als ultra begeistert, weil ich auch so sind so weil also meine Partnerperson für 4 Jahre ist ein Female-led Birth und meine Partnerperson von lo einem Jahr hier in Holland also es ist ein Male-led Birth. Das heißt, du merkst schon wirklich, dass meine Mom sieht Karimo, ja, den Freundin und dein Freund. Und sie so, nee, sie sind alle beide non-binary. Aber ich merke schon, dass meine Mom du ultra an diese Kategorien denkt und auch mich am Anfang nicht als non-binary ein Interview erhält. Mir ist wirklich wahnsinnig hier Mädchen und eine Frau sind an ihren an. Und sie ist halt du schon wirklich. Also sie ist immens begeistert, dass ich Lorem dick kreieren. Sie gibt halt auch so ein. Und das ist natürlich auch kritisch. Ja, das gelesen ist. Das erinnert mich schon, dass bei meinem Outing auch so der Satz gefallen ist, dass da mit Enkel kann er ja wohl echt nicht gehen. Und dann hast du gemeint, ja, aber theoretisch schon, weil bisexuell dann aber auch nicht weiter ausgefeiert tun, weil so Poly an Mono und so weiter umgegangen ist. So das aber immer irgendwie so ein wichtiges Thema, also mich schon das noch nicht ganz verstanden. Also vielleicht könnte das irgendwann eine Enkel die Erkenntnis, wieso der Wunsch nur Enkel kann so wichtig ist. Schon gefühlt, dass es ein bisschen um sozialen Umfeld leid, also das halt dann so, wenn all die anderen Leute aufhängen, Enkel kann zu kriegen, und die selber hat so viel kann und die es immer noch nicht fertig spricht, einen Enkel kann zu produzieren, der den dann irgendwann so denkt, so, ja, okay, was tun wir falsch gemacht. Doro kann ich zwar nicht ändern, und ich fand noch nicht, dass ich soll Kammer kriegen, für seinen Eltern die Gefallen zu machen, weil dann ist es besser, die Eltern gehen an den Hundsheim und adoptieren den Hund und lassen da hier großelterliche Gefühle und dem Wesen aus. Ich meine, das ist für all die Beteiligten besser. Words. Und das ist auch einfach so ein dummere Marke bei Coming Out. Oder geht das nicht mit einem Enkel kann? Und sie sagt, doch, es gibt eine Option. Es gibt, also es gibt ja 100.000 Art erweisen, wie ihn auch als Queer-Person kann haben. Und Rebo-Familien existieren. Also es gibt der gesetzliche Kader, gibt ganz, ganz, ganz los immer besser. So. Und das ist einfach, also die Kommentare mich schon immer so quisch, obwohl ich nur mal keiner will. Man dann, ob da die Episode mit ihrer Rebo-Familie, mit ihren Eltern oder ganz lang oder mit anderen Leuten gleich tut, egal wie, wir sind nicht merci für null lauschen und wünschen euch ganz schönes paar Wochen ohne Eis. Und da nicht ganz ohne Eis muss sein, das beweist die nächsten paar Minuten, weil du könnt nämlich nach eine Rubrik. Ja, wir zwei sind aber schon mal Adi und ciao, ciao. Adi. Viel Spaß beim Kali. Ein gut froh. Gut gefroht. War das den Unterschied zwischen Erregung, Lust und Unzähhung? An der Episode der Bisexualität habe ich über die Unterscheidung von Erregung, Lust und Unzähhung geschwärzt. Das wollte ich noch ein bisschen separat thematisieren, für dass ihr nicht wissen, noch ein bisschen nachlauschen, ohne die ganze Episode zu lauschen, mir auch für ein bisschen mehr an Dave zu gehen. Den Unterschied zwischen Erregung, Lust und Unzähhung zu verstehen, kann helfen, sich selber besser zu verstehen, und mehr Plaisir, an meiner Frustration an dem eigenen sexuellen Leben zu haben.
Außerdem kann es helfen, zu gucken, was der eigener Sexualität gut tut. Am Gegensatz dazu, von dem, wer ihr meint, wie sie misst sind oder was sollt oder misst passieren. Qual für das Rubrik aus unter anderem dem Hannah Witten sein Video Sexual Arousal, Desire and Attraction, What's the Difference? Das weiter Quellen von der an der Shownotes auf der Website. Du klickt da auf Page Rubriken und da guckt da unter ein gut froh. Punkt 1. Erregung. Auf Englisch Arousal. Erregung ist physiologisch. Das ist eine spontane Reaktion, die ausgelöst wird durch etwas, was den hört, gesagt, riecht, schmeckt oder sonst wohlholt. Die körperliche Reaktion, die bei Erregung passiert, ist, dass Blut an den Körper kommt, für allem an Genitalien, dass die steif erfischt gehen, dass die Nippel steif gehen, dass sie anfängt mit Schweißen, dass sie ihre Backe kriegt und so weiter. Aufgepasst! Erregung kann auch passieren, wenn ihr gerade keine Lust auf Sex hat. Zum Beispiel, wenn ihr spontan steif Genitalien kriegt an einem Arbeitsmeeting, am Bus oder an der Schule. Da hat unser Körper auf etwas reagiert, was mir vielleicht gar nicht mal bewusst vorgeholt haben. Und gar nicht mit Lust auf Sex zu tun muss. Umgedreht kann es aber auch sein, dass ihr Lust auf Sex hat, aber keine Erregung, also keine körperliche Reaktion verspürt. Also zum Beispiel, dass ihr nicht steif oder fisch geht. Das ist relativ normal und gibt sogar einen Begriff dafür. Das nennt den Arousal Non-Concordance. Wenn ihr das Thema interessiert, da geht gern weiter lauschen an die Rubrik zu Arousal Non-Concordance. Thema vom Zusammenspiel von Erregung und Lust führt uns aber zu unserem nächsten Thema, nämlich Lust. Lust oder auch Begehren nennt den auf Englisch Desire. Umgangssprachlich steht dazu auch noch Hornysinn, Geilsinn, Spattsinn und darauf sind Lust auf Sex zu haben, mit sich selber oder mit einer anderen Person. Heinz wird doch nach Libido oder Sexdrive genannt, obwohl Sex kein Drive ist, mehr echter wie ein duales Kontrollsystem funktioniert. Mehr dazu an der Rubrik zum Dual Control Model. Zurück zum Thema Lust. Was heißt Lust? Das kann sein, dass ihr Lust auf einen Orgasmus hat. Oder Lust auf eine Form von körperlichen Outlet. Mehr Gründe für Sex zu haben sind vielfältig. Weil zum Beispiel Lust einem Willen zu sehen, emotionale Intimität, Lust auf Spaß, Lust, dass der Partner oder die Partnerin sich gut fühlt. Oder auch Lust auf Sex, weil er sich an der Beziehung verunsichert spürt. Hier stellt sich dann froh, aus sexuell Lust, einfach Lust Sex zu haben, vielleicht aus den unterschiedlichen Gründen, die ich abgezählt habe, die vielleicht aus sich nicht am engsten sind, sexuell sind, wie zum Beispiel Spaß, emotionale Proximität oder andere emotionale Gründe. Oder herrscht sexuell Lust, dass ihn explizit nehmen, ob etwas Sexuelles Lust hat. Darüber lässt sich diskutieren. Schreib das gern, bei dir denkt. Beim Thema von der Lust oder der Libido geht es etwas, was wichtig ist zu wissen. Es kann zwischen zwei Formen von Lust unterscheiden, nämlich Responsive Desire, also Lust, die auf etwas antwortet, und Spontaneous Desire, also spontan Lust. Responsive Desire heißt, dass Personen für dich müssen eine körperliche Reaktion haben, also für dich müssen erregt sein, bevor sie Lust verspüren. Spontaneous Desire heißt, dass Personen Lust auf Sex haben, ohne für drin müssen Erregung zu spüren. Das ist wichtig für zu wissen, weil das kann erklären, wenn Personen sagen, schon ein niedriges Libido oder schon kaum Lust auf Sex. In dem Fall kann es sein, dass sie am Anfang Responsive Desire haben. Viele Frauen oder weiblich sozialisierte Personen haben zum Beispiel Responsive Desire. Das heißt, sie müssen sich für dich körperlich erregt spüren, für dann Lust auf Sex zu kriegen. In dem Fall hilft es nicht so viel darauf zu warten, dass ihr spontan Lust auf Sex kriegt, aber es muss in aktiv Situationen schaffen, wo ihr körperlich erregt geht, zum Beispiel sich Zeit holen und ablangen für körperliche Intimität. Wenn ihr dann eine positive sexuelle Erfahrung hat, wo ihr erregt war und Lust auf Sex kriegt, kann das für in der Zukunft eine Bestärkung oder Motivation sein, weil ich weiß, wenn ich mich darauf einlasse, da passiert etwas, was mir Plaisir gibt. Im Gegensatz dazu ist
spontan Lust, also spontaneous Desire, weil ihn einfach so Lust auf Sex kriegt, ohne für Druck körperlich erregt zu sehen. Und das ist die Art der Weise, wie Lust an Begehren oft auf Filme und an der Popkultur dargestellt gehen. Zum Beispiel, wenn eine sexy Person lernt, die lebt und dann in spontan Lust auf Sex kriegt. Dadurch, dass für allem spontaneous Desire, also spontan Lust an popkulturelle Medien gesagt, mengen Leute oft, dass, wenn sie reaktiv Lust tun, etwas an ihnen falsch ist. Das ist nicht so. Es kann auch sein, dass Personen sowohl responsiv wie auch spontan Lust bei sich selber kennen. Oder halt eben nehmen eng Zucht davon oder ganz unterschiedlich zu verschiedenen Momenten und Kontexten an ihrem Leben. Nicht davon aus sich besser oder mich schlecht. Was Frustration kann auslesen, als wenn ihn etwas erwartet, zum Beispiel, dass ihr selber oder PartnerInnen spontan Lust tun, und das dann nicht antritt. In diesem Fall hilft es zum Beispiel zu gucken, wie ihr responsiv Lust kann ermöglichen, wenn ihr das will. Drittens. Anziehung oder auch noch Attraktion, auf Englisch Attraction. Das ist, wenn ihr Lust auf eine bestimmte Person hat, also von der angezogen ist. Sexuelle Lust kann ihr noch ohne die sexuelle Anziehung haben, zum Beispiel, wenn ihr masturbiert. Außerdem ist es wichtig zu verstehen, dass sexuelle Anziehung oder Attraktion noch nicht unbedingt dasselbe ist wie sexuelle Orientierung. Hier ein Beispiel. Eine heterosexuelle Frau ist generell an ihrer sexuellen Orientierung interessiert Männer. Mehr sexuelle Anziehung wird sie wahrscheinlich nehmen zu verschiedenen Männern verspüren, und nicht zu allen. Ein anderes Beispiel wäre Asexualität. Eine von den Definitionen von Asexualität ist, wenn Personen kaum oder wenig sexuelle Anziehung zu Personen verspüren. Was aber nicht heißt, dass Personen im asexuellen Spektrum kein Sex haben oder keine Erregung oder keine Lust verspüren. Bei Sex oder einer sexuellen Erfahrung kann es sein, dass die 3 Faktoren spielt, also Erregung, Lust und Anziehung. Aber es kann auch sein, dass da nicht 2 da sind oder auch eng. Ich habe dir schon ein Beispiel vom Solo-Sex gemäht. Es kann ihn zum Beispiel masturbieren und dabei erregt sein und Lust verspüren, ohne Anziehung. Oder ich habe dir auch schon von der Arousal Non-Concordance geschwärzt. Das heißt, wenn ihn Lust hat und sich vielleicht auch Auge zuspielt, aber keine körperliche Erregung fehlt. Oder es kann auch sein, dass ihn erregt ist und sich von einer Person Auge zuspielt und mit der Person Sex hat, ohne unbedingt Lust auf Sex zu haben. Aber wenn es denen vielen andere Gründe, wenn es denen nicht Sex wird, aber trotzdem Sex mit der Person hat. Leider kriegen wir oft beigebracht, dass entre guillemets gute Sex nicht dann erfüllt ist, wenn ihn all 3 Faktoren hat. An der Realität kann ihn genauso schön, konsensuell und erfüllend sexuelle Erfahrungen an ein flottes Sexleben haben mit nicht einen, 2 oder 3 von den Faktoren. Wenn du dich noch weiter interessierst, darüber zu hören, wie sexuelle Erregung, Lust und Anziehung mit denen interagieren oder dann noch mehr konkret Beispiele wünschst, da guck ein Kehr an dem Hannah sein Erklärvideo ran. Hat mich zum Schluss ein Quiz und hat sich für die Interaktion zwischen den 3 Faktoren ein coolen Venn-Diagramm evaluiert. Du kannst dann auch dein eigenes Diagramm malen, weil wie die 3 sich für ihn selber auffühlen, und wie sie zu näher stehen, kann sich ganz unterschiedlich auffühlen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kinder und Jugend. Und mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiven und sexueller Gesundheit. Das Ministerium für Education, Kinder und Jugend an den CESAS gehen alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.
Ich wollte das Modello erspuren. 10 Jahre ungefähr, ich weiß nicht genau. Nee, 15. Ich meine, du warst 15 Jahre mehr alt wie ich. Ist sie 21? Du warst 35? 34? 36. Ja, 15 Jahre. 36. Fuck. Pardon, mir das ist für mich einfach nicht realistisch. So. Das does not compute. Mir egal.